mein Name ist Jouni Okela und dieses ist meine Präsentation von Melver. Oder das hat eigentlich keinen Namen, das könnte auch Mel-Senk-Struktur oder Mel-Svelle nominiert werden. Jedenfalls es handelt um eine Minimum-Energie-Loss, also Minimal-Energieverluste-Struktur. Ich erzähle erst die bestehenden Probleme mit Kontrollbauwerken. Sie sind oft todgefährlich oder unglaublich teuer. Ein Beispiel von Schwandier, von der renaturierten Blockrampe mit Jahr 2000 mit 1,1 Millionen Projekt FIMGA war das als Blockrampe gebaut. Dann noch Jahr 2006 mit 2,1 Millionen Projekt war das gut gemacht und dieses Foto ist 2012 genommen und die Fallhöhe ist 1,5 Meter und die Fischwanderung ist damit sicher unmöglich. Also Mel-Struktur, das ist eigentlich eine offene, geringe Venturi. Es ist patentet bereits 1971 in Australien und dieses Bild zeigt gerade das Melver, die Fließrichtung ist so, man sieht das Energiehöhe hier, wie das Wasser senkt, dann die kritische Strömzustand durch diese Wassertiefenveränderung. Also das ist ein Zusammenhang mit der Breite, Wassertiefe und Energiehöhe. Also so eine ist eine Melver und das ist doch keine Hexerei, es basiert an die Bernoullische Gleichung, was Daniel Bernoulli hat bereits 1738 geschafft. Eine Mel-Durchlass hat ähnliches Form, das hat eine Zuführung und dann bekommt eine Verengung und was beschleunigt die Geschwindigkeit. Die kritische Tiefe ist da erreicht mit dieser Verengung und danach für eine weitere Beschleunigung muss auch das kritische Tiefe erhöht, sonst ist es nicht möglich, diese Wassergeschwindigkeit beschleunigen. Und mit der Tiefe steigt das Geschwindigkeit und deswegen die nötige Querschnitt verkleinert sich. Und was danach passiert, das ist dann die Frage, aber somit können wir eine große Wassermenge mit für eine geringere Breite durchführen. Also, Lösung Mel. Es bietet ein optimales Wasserniveau wegen gehaltener kritischer Strömzustand über den ganzen Struktur. Und jawohl, es ist möglich. Und zum Beispiel die kritische Geschwindigkeit ist hier gezeigt, also mit Geschwindigkeit ist Wurzel und geringe Breite ist so gerechnet und mit einem Beispiel von hier ist das Oberwasserenergielinie und kritische Tiefe und Strömungsquerschnitt so eine und dann senken wir das mit 75 cm und dann die Unterwasserpegel bleibt das kritische Zustand mit diesem Querschnitt. Und von folgenden Links können Sie auch viele Beispiele davon finden. Und warum ist dieses kritische Zustand so gut? Es bedeutet, dass dann ist keine Wechselsprung möglich, dann passiert eigentlich keine Erosion und auch keine Ablagerung. Und die Strömverluste sind minimal. Also es ist der Zustand, was die Natur versucht, sich zu selektieren und finden. Das Balance-Zustand. Hier ist ein Beispiel von Mel-Durchlass von Australien. Die erste war 1961 gebaut. Da haben sie mit Baukosten bis 35% gespart. Und das kommt davon aus, dass wenn die Einlauf ist so, also bei normaler Fall, man brauchte eine Brücke, was ist gemäß dieser roten Linie gebaut. Also die Breite wäre dieses und
aber da ist auch ein weiteres Vorteil, dass die Brücke musste auch höher sein als sonst ist nötig. Also die Melldurchlass ermöglicht, dass die Brücken kann gemäß dieser grüne Linie gebaut werden. Also die Brücke kann niedriger sein und viel kürzer als sonst wäre nötig. Und die Wasser fließt wirklich Richtung oben, wie diese Foto, das ist der Auslauf von dieser ersten Mehlstruktur. Also es ist wirklich eine offene Venture, wie diese Aerial-Foto von Wynnum Road, Brisbane, Australia zeigt. Die Strömrichtung ist gezeigt und hier ist eine Isometrikprojektion von einer trockenen Mehlsenk mit 2 Turbinen. Die Turbinen sind gelb und Fließrichtung ist auch so gezeigt. Also Mehl mit Wasserkraft. Dann ging das doch so, dass wir nehmen das Wasser hier rein und lassen hier raus. Aber dann geht eigentlich das Mehlstruktur kaputt und wenn wir das ganze Wassermenge auch turbinierten, dann muss doch das Flussbreite gleich breit sein als hier und auch diese Energiehöhe wird verloren. Also die Mehl bringt einfach so nichts für die Wasserkraft. Es muss an die Flusskraftwerken genutzt werden, wo die Hochwasser macht andere Probleme. Also da ist noch ein Beispiel von Mehl irgendwas, was die Österreicher hat 2003 entwickelt und da haben sie eine Turbine von 114 AD gefunden und dann so gebaut und dann messen sie das Fallhöhe von die Einlauf hier und von die Auslauf hier. Also das ist der Auslauffallhöhe Messpunkte und da ist die Einlauffallhöhe Messpunkte und so haben sie 50% mehr Effizienz. Hätten Sie da eine vertikal optimierte Kaplan-Turbine genutzt, könnten Sie sowas mit einer 135% Effizienz schaffen und das wäre doch wert einen Nobelpreis. Also das ist so eine Mehl irgendwas von. Ja, also Mehlschwelle ist eine Kontrollbauwerke und minimale Energieverluste, aber die Bedeutung des Schwellen ist zu vernichten die Energie. Oder? Nein. Ein Kontrollbauwerk ist dafür gebaut, dass es kontrolliert die Energiehöhe. Und genau die Energiehöhe. Und das bedeutet, dass diese Energievernichtung sollte klein sein in kleine Durchflüsse und hoch mit großen Durchflüsse verändert, gemäß die Bedürfnisse von den variierenden Fließgeschwindigkeit. Und das macht die gewöhnliche Strukturen zum Schaffen. Zu viel, wenn wenig ist gefragt und zu wenig, ob überhaupt, wenn viel ist gefragt. Also hier ist eine Mehl-Senkstruktur mit Energiekontrolle. Also da ist die minimale Energieverluste und das bedeutet, dass die Wasserpegel ist gesenkt mit dieser Verengung. Dann haben wir eine niedrige Wasserpegel hier und eine hohe Geschwindigkeit und fast keinen Energieverlust. Dann machen wir die maximale Energieverluste mit diese Wirbeln und Gegenströmungen an die Uferbereichen und somit ist die Energielinie gesenkt. Und wenn die Energievernichtung ist basiert in diese vertikalen Wirbeln, statt Wechselpunkt, es bedeutet, dass diese Struktur kann voll kontrollieren beides, Oberwasser und Unterwasser, Fließzustand und Pegelniveau. Und wir haben Videos vorhanden von diesem Test im YouTube-Channel in folgenden Link. Also Vorteile von Mehl in Energieproduktion. Hier ist ein Beispiel gerechnet mit Fluss Aare, Thun 2011. Die grüne Linie ist die Durchfluss und die rote ist das reale Wasserhöhe, was sie haben gemessen und jetzt mit einer Schwelle gerechnet, was für eine Fallhöhe könnte das bieten. Also mit großer Durchfluss verlieren wir Fallhöhe. Und wenn wir machen Unterwasserströmende, also unterkritisch zum kritisch, gewinnen wir diese
zusätzliche Fallhöhe von roter Linie bis gelbe Linie. Und wenn wir diese Oberwasser und die Energiegewinnung ist hier gezeigt. Und wenn die Oberwasser- und Unterwasservariation ist parallel gemacht, dann gewinnen wir von dieser gelben Linie bis zu diese gerade blaue Linie. Und dann, wenn die Turbinierung, maximale turbinierte Menge ist erreicht und wir schaffen das Überlauf kritisch und Unterwasser schießender, also überkritisch, machen wir noch diese kleine Sprung an die Energieproduktion. Und das Gesamte bedeutet dann plus 38% mehr Energie in diesem Fall. Und das war mit 2,4 Meter Fallhöhe gerechnet. Also da ist die jährliche Produktion mit gleicher Turbinengröße, mit Kaplan-Turbine, ohne Mehl und mit Mehl, 31% mehr, eine Hydromatrix-Turbine, 3 Stück, jeden 3 Stück gleiche Größe, mit Mehl und vergleichen mit dem normalen Kaplan. Und dann ist so, diese Jokela-Turbine mit Mehl oder ohne Mehl ist die Unterschied 36% und vergleichen mit Kaplan ist das bis 54% mehr Energieproduktion an Jahr. Also da sind die Gigawattstunden als Zahlen gezeigt. Also Zusammenfassung von dieser Mehl-Senkstruktur. Es kann die Energie vernichten, auch bei kleiner Fallhöhe, auch bei kleinen Durchflüssen, aber auch mit Hochwasser oder sehr großen Hochwasser. Und es kann auch die Unterwasserseite kontrollieren und keine Haarverluste passiert. Und das bedeutet bis zu 40% mehr Energieproduktion mit Ultraniederdruck Wasserkraft. Also die Energieproduktion ist schon gesagt, aber weitere Vorteile sind auch dieser Hochwasserschutz, dass die Fluss kann als Stausee genutzt werden, also Wasserspeicher, Längsvernutzung für Fische, balancierter Siebehaushalt und auch die Erosionsschutz. Und dann habe ich noch ein paar kurze Videos davon. Da wollte ich euch diese Energielinie zeigen und dann diese Horizontallinie ist da gezeichnet, das kannst du schauen. Und dann ist diese Gegenströmung an Ufern geschaut und wie das als Erosionsschutz funktioniert und trotzdem das Geschiebe an die Mitte durchgehen lässt. Und dann habe ich noch ein weiteres Video, was zeigt, wie glatt und ruhiger das Fluss mit Mittelschwelle fließt und wie effizient Energienichtung funktioniert gegen mit der alten Schwelle, wo die rote zeigt die Schwelle, die schwarze ist Welle nach Schwelle und die grüne ist das Mehlpegelniveau, was in diesem Fall über 1 Meter tiefer wäre. Und das war's. Vielen Dank. Und da in die Karte siehst du das weltgrößte Mehlstruktur, wo das dann überhaupt dann liegt. Vielen Dank. Ciao.